Bonjour, mein Name ist Michael von Michael Real Estate. Und in diesem Video behandeln wir 6 Etappen, die wir alle Guten müssen durchkreuzen, für eine Immobilien heute in Lützeburg zu können kaufen. Der allererste Schritt, ihr dass wir überhaupt können loslegen, ist natürlich wissen, wie viel Zoom das wir können lehnen, für uns Immobilien zu können kaufen heute in Lützeburg. Für das zu machen, gehen wir natürlich für dich mal bei der Bank auf Frohe No. Dat Heiten wird natürlich eng Zomm sinn, wo man net ganz sicher sinn, dass dat auch dat sinn wat man kaufen. Mir op Folge der eng gut Idee fir zu können verstohlen, wer der kennt kaufen. Lo wo der wisst, wer der könnt fir Sue lehne 4 Apps zu können kaufen, als die zweite Etappe eben op Schulch zu goen, an ein Grundstück zu fannen, ein Immobilien, ein Appartement, ein Haus zu renovieren, wer dir auch füllt. Investment als lo die nächste Etappe, die da muss durchkreuzen. Für das zu machen, runde ich natürlich auch für auf Internet rundherum zu sichern, aber die können aber auch bei einem Immobilienagent zusammen schaffen, den den Stand korrekten und professionellen wie kennt gehen. Es gibt aber auch viele Agenten, die das nicht wollen machen. Für aber dann selber das anständig zu können machen, schlage ich vor, dass ihr eine Checklist von dieser Seite auf einem Link könnt raufladen. Und mit der Checklist geht ihr dann durch die gewissen Immobilien und könnt dann aufkreuzen, wer dann noch alles muss wissen oder wer dann noch nicht gefragt hat. Und dann die dritte Etappe, die macht eine Kontravisit, nachdem sie eine erste Visite gemacht hat, auf dem Grundstück, das euch am meisten interessiert, und das mit einem Artisan oder irgendeiner Person, die an einer Renovationsfirma tätig ist. Diese Person kann erst auf bestimmten Aspekte vom Gebäude umdeuten, die eventuell ersatz müssen gehen, renoviert müssen gehen oder dann wisst ihr auf jeden Fall viel besser, was für ein Kostenpunkt noch auf der Stuhl kommen. Sobald ihr das wisst, könnt ihr dann rüber auf die nächste Etappe. Wenn das Video euch wertgebracht hat, dann gebe ich es natürlich enorm schätzen, wenn ihr mir ein kleines Like gebt und euch subscriben auf meinem Kanal. Schon nicht so viel merci, wie gesagt. Das ist ein von meinen Videos, aber ihr könnt noch viel mehr Videos erwarten und ihr könnt noch viel mehr andere Videos und andere Sprachen zurückfinden auf meinem Kanal. Merci vielmals. Und an der vierten Etappe, sobald ihr wisst, was für ein Nebenkosten eventuell auftauchen am Gebäude, am Appartement, am Haus, ist es eben Zeit für die Etappe Nummer 4, das ist ein Offer bringen und zu handeln. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil ein Offer kann heinz dort zu niedrig sein, wodurch die Verkäufer beleidigt sind. Sie kann aber auch zu hoch sein, wodurch die eigentlich Suchen zu gut hat. Die hat zu viel bezahlt für die Proprietät. Wie taschen das doof? Und das ist natürlich eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Wenn da ein Agent neben der steht, dann kann den natürlich darüber beraten. Aber wenn er allein sitzt, steht er eigentlich gegenüber einem Verkäufer oder einem Immobilienagent, den er eigentlich nicht mehr Druck machen will, für so viel wie möglich so auf den Tisch zu legen. Also muss er gut aufpassen, dass die Offer, die er bringt, dass die gut genug ist. Und heute kann doch sein, dass dir ein Offer Preis muss bringen, die die Verkäufer gerne hätten, weil sonst einfach in anderen genau das wird gehen, was dir eigentlich nicht wollt. Und dann ist natürlich Sache gelaufen. Dann ist es Verkauf und einen anderen. Und das wäre natürlich schuld. Das ist eine Gefühlssache, wo man immer gut muss aufpassen, wie viel werde ich auf den Tisch legen und ist das auch eine adäquate Summe. Sobald die Handlungen aufgeschlossen sind und er akzeptiert wird, ist es natürlich wichtig, für den Kompromiss zu unterschreiben. Das muss ihr so schnell wie möglich machen, weil es natürlich sein, dass ihr einmal ein anderes Offer dazwischen könnt und dass ihr das fair verliert. Das wäre natürlich schuld. Schon dafür eben auch an einem Link unter dem Video ein Kompromiss für Zuruf zu laden, für euch gepostet, sodass ihr das dann auch könnt machen, so schnell wie möglich, oder einfach ein könnt durchlesen, wenn ihr das noch nie gesehen habt. Wichtig an einem Kompromiss ist eigentlich close suspensiv, was bedeutet, dass der Verkauf noch nicht zu 100% aufgeschlossen ist, aber dass vielleicht noch ein Akkord bankär muss kommen für ein Präimmobilier von einer Bank. Das will so, dass sobald das close gehoben wird, ist der Verkauf rund, können wir bis auf die nächste Etappe rüberschalten. Dann ist es Zeit für Etappe Nummer 6 und das ist eben der Notar. Beim Notar wird man eben den Akt notariell unterschreiben und das wird dann den Verkauf endgültig aufschließen. Partie A wird dann proprietär gehen vom Bien Immobilier und Partie B wird dann eben ganz stolz zu encaisseren. Aber ja, das aber kann geschehen, muss natürlich ein Akkord unterschrieben gehen für ein Prä. Das dann erarbeitet als Käfer, für dann bei der Bank das aufzuschließen. Nachdem wird die Bank dann zu überweisen auf den Konto vom Notar.
Das Notar wird da schlussendlich all Kontenregeln vom Bien Immobilier. Das will so, dass von Verkäufer zum Beispiel nur nach Prä Haus hätten, dass die vielleicht bei der Bank aufgelöst wird und dass die übrigen Summen dann eben überwiesen gehen bei den Verkäufer. Nachdem die also dann proprietär sind, hat dann auch das ganze Bien gekauft und dann natürlich ohne irgendein Debt drauf. Wenn ihr noch andere Fragen habt oder Kommentare, da könnt ihr natürlich immer einen Kommentar schreiben hier unter diesem Video. Falls ihr mehr persönlich Fragen habt, da könnt ihr natürlich schreiben über Facebook, Twitter oder Instagram, mehr aber auch für persönliche Fragen auf WhatsApp. Ich wünsche euch vielmals merci fürs Gucken. Ich hoffe, ihr habt natürlich direkt gesehen am nächsten Video. Wie gesagt, mein Name ist Michael von Michael Real Estate.